Berichem Abu and welcome to the Good Geld Podcast. Hand geht mir nicht reden von einem anderen Subject, wo ich schon sehr lange nicht geredet von ist, und ich weiß auch viele nicht, wo ich bechlall einmal geredet von dem. Das ist bevor sie mir beigefallen zu reden von dem jetzt ist, weil ich bin involved in einer Sache jetzt, und ich habe umgegangen zu gehabt, was sie können sagen, als die kannst herausbekommen, gewisse Benefit, ob ich soll ein bisschen reinschmissen mit dem, und das ist das Sigie von einer IPO. Was ist ein IPO, Initial Public Offering? Was ist es, von wem ist es gemacht geworden? Und wo sind die Risks involved? Und zu die kannst du etwas anhoben für ein Wissen von der Information. Bevor ich gehe an in die jetzige Episode, will ich nur mentionen, als kommende Woche Sonntag, kommende Woche Sonntag, das heißt, ich rekorde das jetzt Parshas Emor, in Parshas Bahar Bechikoisai, Sonntag, Bahar Bechikoisai, das meint May 18, geht es an ein Free-Webinar. Ich bekomme letztens sehr Requests von Menschen. Menschen fragen mich, man redet wegen Investen in der S&P 500, das sagt, ihr will investen in der S&P 500, man versteht, dass das ist die richtige Sache für seine Sache Menschen, wegzulegen Geld, für Kassen machen, für Retirement, ich gehe immer, man will bauen ein Portfolio, wie fange ich an? Du sagst auch Menschen, wo sie sind busy, mit seinen tagtäglichen financial Sachen können sie am Sader sein. Das ist nicht schwer für sie. Aber wenn sie kommt, sie gehen öffnen jetzt ein Portfolio, wie klicke ich, was mache ich, was dir? It's foreign language, es ist eine fremde Sprache für dich. Es ist also wie mich reden Ukrainisch. Ich weiß nicht, Ukrainisch kann ich ein bisschen, Italienisch. So wie mich reden Italienisch ist für dich, geh öffnen ein Portfolio, S&P 500, fangen zu investen dort. So, wegen dem, ich mache mir jetzt schon mal Free-Webinar, die kommen die Gesundheit, zu welchen was allgemeiner geht es an, und ich gehe dort nach ihm reden, sei oben auf, wie soll ich auszurechnen, für free, wie viel Geld du darfst bechlalla weglegen. So, ich gehe wasen Sachen, es ist ein Webinar, aber du kannst auch hier auf dem Phone, aber es ist besser, oder du kannst es sehen live, als du kannst sehen, wie soll ich wasen mein Screen, und ich gehe wasen gewisse Sachen. So von der Webinar gehe ich auch reden, wieso du kannst mich joinen in ein Programm, wo ich auslernen von alles bis Stoff, wieso zu investen in der S&P 500. Fin wissen gut nicht. Das meint, fin heraus wie Yeshiva, als die jetzt geendigt das Siem auf einmal Sechte, du weißt gut nicht mehr von dem. Hast du keine Ahnung, die Sprache von öffnen einen Account in S&P 500, bis die hast den Account, und sie geht heraus von deinem Bankaccount jeden Tag, jede Woche, jede heute Geld, ran in der S&P 500. Das gehe ich reden so von der Webinar, wieso du kannst joinen als ein Programm, und sich anzuschreiben in der Free-Programm, kannst du schicken einen Text mit dem Wort SP 500, mit der Nummer und E-Mail-Adress, und mit dich mit schon anschreiben, das bekommen E-Mails mit den Details, wieso zu joinen das Programm. So, ob du bist auch von den Menschen, die wollen noch mehr Information, I'm looking forward to seeing you, sind die mit schon bei der Free-Webinar. Okay, enough of that, jetzt kommen wir rein in ein IPO. Initial Public Offering. So, eigentlich wenn uns mal reingerät von der Sigie von Stocks, mit kauft das Stocks, geht Europa Stocks, geht Europa Stock. Wenn man nehmen am Beispiel Apple. Ja, Apple ist ein famous Stock. Und ich weiß nicht für was, aber jeder eine, wenn man macht am Beispiel von Investen in den Stock Market, nimmt man Apple. Bis dann was ist eins von der stärksten Companies auf der S&P 500. S&P 500 ist doch eine Combination von der Top 500 Companies. Apple happens to be oder der stärkste, oder der stärkste, ich meine der stärkste. Und Apple, wenn ich kaufe eine Apple Share, wenn die kaufst eine Apple Share, basically wo du tust, ist, die kaufst up von einem der Share. Die kaufst nicht der Share von Apple allein. Einer, was hat der Share, verkauft es für dir. Von wie jener hat es, kann sein, wegen wie jener hat es. Kann sein, er hat es gekauft bei der IPO. Es ist schwer zu bleiben, weil vor Pink jetzt wird er sich der Mann das zu verkaufen. But the IPO is basically the erste Market. The stock market, was insomma gerät eibig, is the secondary market. Was mein secondary market ist, weil die kaufst du schon up von einem, wo sie hat es, oder gekauft von einem, oder hat er es von der erste Offering. Initial Public Offering. Der erste Muss, man offert, the company decide, dass man geht in public, sie will noch mal so raisen capital. So, когда sie raisen capital, gehen sie issue stocks, sie gehen lassen Menschen werden shit from in the company. Sie suchen, wie viel sie geht sich öffnen in der Stock, bei welcher Value. Und die alle, die kommen als Investors in der IPO, wo es ist a very select group usually, sie nicht available für jeden einen. Und so du ein System, wieso die Availability geht.
Die Menschen können herankommen und anfangen, kaufen die ersten Shares. Und später, einmal haben sie ihre Shares, können sie es verkaufen weiter in the secondary market. Wir nehmen eine Muschel von einer Bakery. Die Bakery around the corner von dir. Gehst da raus von deinem Haus, machst da rechts, noch machst da links, noch rechts, treffst dort eine Bakery, ja? Wo ist dir jetzt anders? Okay, die machen links. Aber gehst du ja Bakery, in der Bakery, jurenlang, die Bakery ist noch, wenn die Jiden haben gewohnt in Eastside, Manhattan, steht noch die Bakery, lassen wir sagen, in der Eibe gewinnt gewohnt bei derselben mit Sprache, Tate zu der Kind, und so weiter. Und jetzt haben sie auch gemacht, for whatever reason, als sie wollen gehen public. Wo sind die Reasons? Sie kennen eine Sache Reasons. Sie kennen Reason number one, sie wollen raisen capital. Sie wollen bringen noch Investors, sie wollen expanden, öffnen noch Locations, bringen noch mehr Products, wo sie verkaufen. So, sie wollen raisen capital. Reason number two kann sein, also du sehr Sache Menschen, wo sie du involved in der Bakery, noch von Scheiches in meinem Bereich ist, und sie wollen auf etwas Weg kompensieren die Menschen. Lass mal sagen, also du ein Manager, was arbeitet schon du 30 Jahre. Und der Manager hat herangelegt sein ganzes Leben in der Bakery, und sie wollen ihm etwas geben. So, ob man issue Shares, haben sie ihm was zu geben. Sie können ihm unheimlich zu geben Shares. Oder lass mal sagen, die Balbatten haben auch gemacht, dass sie gekommen in der Zeit, sie herauscashen etwas Geld. Bis jetzt habe ich herangelegt, mein ganzes Neshama du, mein ganze Energy, lass mich unheimlich herauscashen ein bisschen von uns. So, man geht raisen capital durch ein Public Offering. Noch als sie bekannt sein, lass mich, also will bekommen mehr Visibility, Credibility. Wenn eine Company geht public auf der Nasdaq, ist mehr Media redt von sei, mehr Menschen, Investors von all over the world sind interessiert, sie werden apart von dem. So es ist eine Sache, wo sie do verschiedene Sibbes, für was eine Company soll wollen gehen public. Jetzt beschaß, sei gehen, in sei issuen, sei offering, sei initial public offering, kann geschehen eine Sachen, wo die Sachen soll contributen, soll zugeben zu the fact, als sie soll aufgehen, sei stark der Wert von der Company, in der Shares sollen werden Sach mehr wert. Lass mal ausrechnen ein paar Sachen, was sie können do sagen. Okay, just for a Muschel. Sie können sagen, koi dem Hype von der Media, all of a sudden the Media redt von uns, okay? Die öffnest auf der Zeitung, in der Zeitung redt kein Mensch von der Bakery, plötzlich alle Zeitungen reden von der Bakery, also was? Die Bakery geht gar public. Jeder einer hat eine Chance zu werden, eine Schütte von der Bakery. Wichile, du sagst Sachen, wo die Media kann dich helfen, zu hypen, wo die Bakery ist. Noch eine Sache, FOMO, ja, FOMO. Was meint FOMO? F-O-M-O, Fear of Missing Out. Sei das auch Menschen, unfortunately, die leiden sei das auch Geld, nur weil sie haben einen Schreck, als gar nicht etwas verpassen. Ein Mensch hat also einen gewissen Schreck, will nicht verpassen. Sieht irgendwas, du Action, läuft dahin. Siehst du dazu, flieht, sich scheint dazu, plötzlich ist ungepackt, den ganzen Gast mit Menschen. Wo kickt dort? Wo ist du verloren? FOMO. Meint, dass etwas geht mit dort in seiner Action, etwas geht anders, was geht verpassen. Okay? Fear of Missing Out. Ein Mensch hört das an eine Story wie Google gegangen public, Facebook gegangen public, Apple gegangen public, Amazon, Tesla. Und hört das solche Success Stories, wer weiß, zu der Bakery down the road, ist nicht noch ein Future Success Story, was ob ich gar nicht dort investen, gehe ich sein ein Loser, und ich gar nicht gewähne ein Heilig von der Success von der Bakery. So das ist ein Heilig von der Sachen, wo sie kein Goyrem sein, als sie so machen eine Sache-Hype, und machen eine Menschen sollen wollen gehen und investen dort. Die Reality aber ist, als sie beklauen nicht so. Rauf IPOs, Initial Public Offerings, nachdem, was sie kommt raus auf einen gewissen Preis, drop den Preis. Okay? Sie drop den Preis, so le muss, was sie fängt sich bei $10, sei eine Kammer-Sache, also der Ruga sei eine Sache hinter $10. Next. Rauf Retail Investors. Das meint, de Menschen also wie dir und mir, wo sie sind nicht kein Institutional Investors, sondern du Retail Investors. Institutions sind also wie die größten Hedge Funds, die größten Firms, wo sie haben, ich sag mal, Billions of Dollars zu investen. In die Retail Investors sind Menschen pushen, sie haben ein paar Dollar wegzulegen für gewisse Goals, was sie haben, und sie legen weg dort Gold. Sie legen weg dort sein Geld. Rauf Retail Investors kommen dann Sache später in the picture. Wenn sie schon rausgegangen public, und eines der Angangen früher, kann haben eine gewisse Edge of them, aber auch wieder kommen dann später, in der Preis geht herab, und auch als die Insiders von der Company können haben
6 months, als sag mal, a lock-up period, wo sie können nicht verkaufen seine Shares. Die alle Sachen können causen, als sie darauf fahren, der Preis von der IPO. So, wenn die Geister der Retail Market und die Geister reden IPOs, ist es usually noch dem, was ist schon rausgegangen. Die echte Gewinners von der IPOs sind IPO, die institutional investors, die Hedge Funds, die Banks, also ich meine Companies, wo sie haben Access zu der IPO, sag früher von jedem einen. Und sie kommen raus gewöhnlich, und sie cashen raus seine Geld auf die Cheshben von den Retail Investors. Und wenn die Retail Investors gehen heran und gehen sie gleich heran, und das gewöhnlich gehen sie heran in den inflated Preis, auf den aufgeblusenen Preis, wo es noch dem, ob geht es herab, gehen sie verlieren auf dem, wo sie sind herangegangen mit dieser Excitement gleich, wenn sie rausgegangen. Lassen wir reden jetzt eine Minute, für welche Investors können ja IPOs machen Sense. Du musst Long-Term Investors, wo sie haben einen echten Long-Term Focus auf die Company. Sie wissen, wo die Company ist, und sie sind bereit zu bleiben dort ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Sie haben kein Problem zu bleiben dort, weil sie belieben, dass die Company ist bei uns a profitable company. So this is in general IPO. So IPOs, initial public offerings, is tempting, sag mal, weil die kennst die alle meine Stories, the Uber Stories, the Lyft Stories, the Amazon, Tesla, Apple, Facebook, vechili. So es ist sehr tempting, sag mal, überhaupt einmal hat FOMO, aber unfortunately, ob du weißt nicht, wo das ist Alpirauf. Verliert man Geld, wenn man geht daran mit Excitement, man geht daran in eine IPO, wenn sie fängt zu tun. Aber kann man sagen, Messages für Menschen, ich kaufe ein Share, ich kaufe es aber für nein, aber lass mal sehen, dass ich wusste, kann ich zu kaufen, Original, von der ersten Offering. Bei Rauf Menschen geht sich in die Chance arbeiten. Ob du bist nicht kein sophisticated Investor, ist Rauf Mool, geh bleib mit der S&P 500, machst ein Portfolio dort, in fertig, oder andere ETFs zu diversifieren, hast ein Portfolio dort, und du darfst nicht sein busy mit das, oder Real Estate, wie du weißt, wo das ist. Das heißt, ich Mama ein paar Tage zurück in Rosenheim zu reden mit einem very successful businessman, Shahid, wo sie tut eine gewisse Sache, auch mit Geld, mit Investments, mit Sachen. Ich habe gerade mit dem schmissen, wenn sehr interessant, weil ich habe gemeint, let's put it this way, wenn ich ein Gericht, der geht mir empfen, was hat mir geämpft. Ich habe gefragt, die ist doch sehr Sachen mit Geld, und du bist doch mal zu lieg. So, how about, als du kannst nehmen Geld von Investors, und du kannst mit Investors Geld, kannst du nicht weiter, wo du tust. Da man geämpft, nein, will nicht kein Geld nehmen kein Geld von Investors. Für was? Sogt mir, weil die alle Sachen, was ich die, mit alle Risks involved, und mit alle Hatzluches, was ich habe, bottom line, the end of the day, wenn ich kiek, wie viel Profit ich mache, gewöhnlich ab hierauf, average sich es nicht mehr wie der S&P 500. So sagt die mir in Masbergheim, sagt mir, wo soll ich nehmen Geld von einem Mensch, ob Sachakel, was ich ihm zurückgeben, ist S&P 500 Returns. So gehen der Schlag ist daran, der S&P 500. Er ist sehr honest Mensch, I have to tell you. Ich habe sehr respektiert seine Honesty. Ich habe ihm nur zurückgefragt, ob sie etwas, wo du sagst, für was bist du noch im Business erfüllen? Für was nimmst du nicht das ganze Geld, wo du test, und du dreist, und du invest, und du nimmst Risk mit das, lag ist in der S&P 500, das schläft bei Nacht. Und sucht mir bis gerecht. Ich wollte das, wenn gedacht ihn. Aber er ist ein Mensch, was ins meine ich zu sagen, wo sie sitzt mir du zusammen für die letzten paar Jahre, wo ich und jetzt reden wir in gewisse Ideas, wie soll sie wachsen in Business, in den Finances, in andere Areas mit Neibischen, so weiß man nicht schon. Also du gewisse Menschen, wo sie dann sei nicht okay, überzulassen, sei Comfortzone und rausgehen in Tina etwas anderes. Jens, die Business von dem Mensch, das ist eine Comfortzone, hat sich dort bequem gemacht, will nicht tauschen, right or wrong, whatever you want, das ist der Metzies Advuram. Aber für auf Menschen, wo es ins Red mit du, S&P 500, öffnest du auf Account, und gitten Tag in Schule mal das Ruhe, darfst nicht dagen auf dem, darfst nicht sitzen und kicken es jeden Tag, darfst du aber wissen, es ist ein Long-Term Play. Ob dann Go-Leser darfst du mal eine Jura im Geld, wollte ich dir nicht gesagt, dass S&P 500 ist the solution für dich. Was dann ist gedacht, ganz sicher ein High-Paying Money Market, ein High-Paying CD oder ein Band, wo du weißt, dass er geht expire und maturen ergens in der nächsten Jahr. Wir können nur mal extra schmissen auf die alle Sachen. Und ob du willst, so mal reden von any specific Sache, schicke an deine Questions, die 845-572-1212.
En als die hältst bei dem Point, meint es, dass die beseit interessiert auf financial success mit dem Eibischen Silf. So, der Mann dich noch einmal, als du willst hören, ein Overview, ein Free Webinar, wieso sie können wissen exactly, wie viel Geld wegzulegen für Kassene machen oder für andere Goals. Und ich rede dort reden für noch eine Sache, wo ich habe ein bisschen geredet für das Aufkommen Wasser, aber dort gehe ich es wasen. Wie viel Geld geht eine Kassene kosten in 20 Jahren? Was gewollt wissen? Oder in 18 Jahren, in 15 Jahren. Hast du ein Kind, sie jetzt geboren, dein Kind, Mazel Tov. Die Geist darf man Kassene machen, die Kind bei Ezer Hashem. Bei Itoye Bismanoi, Shem Shenechnes Lebris, keine Kunis Leteure, ile Chippe, ile Masim Teurem. Und am Eidl ist auch, darfst du auch Kassene machen. Wie viel Geld kostet eine Kassene? Was gewollt wissen? Ich will dir wissen, wie soll es auszurechnen. Und ich weiß, wenn ich gehe dir das wissen, geht es an Schacking für aber der Mann doch, von wenn du gedenkst, wie viele Sachen es ist du Hand, ob du was das, wenn demnus getracht, was das gewinnt Schacking. Wie viel kostet Hand der Diere? Einer sucht die 15 Jahre zurück, wie viel Diere geht Hand kosten, wo du bist schicker, ich verstehe, das kann nicht, macht keinen Sinn. Chassene machen, wie viel bezahlt Hand für Chassene machen. Wenn ich auch Chassene gehabt, wenn einer soll, wenn suchen von meinem Tate demnus, wie viel Chassene, billige, normale, nicht kann spenden, Chassene geht kosten in 20 Jahre später, I don't think man Tate wollte es gekannt bleiben. I don't think so. So, du willst können sehen, wie soll ich auszurechnen, wie viel Chassene geht kosten. Wie viel Geld darfst du hier weglegen? Das ist unrealistisch, ja? Wenn du das Leben in Dimion. Du willst leben in Dimion, geh, no problem. Geh leben in Dimion, nicht du der Platz für dich. Die Gelaten erklären sich für Aschirem. Sie sind schon Aschirem. Du weißt, wie viel sie geht kosten nach Chassene 20 Euro, 15 Euro, du legst da weg nie Geld für den. Mach sicher, du setzt das auf. Alle Sachen gehe ich auslehnen bei Ezer Hashem, bei der Free Webinar sind ich. Du willst dich registern, schick a Text Message mit dem Wort SP500, dann Nummern und E-Mail-Adress, zu 845-572-1212. Wisdom for your world.